Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel in Stuttgart. Ich nehme mal die Brille ab, damit es sich so blendet bei euch. Ja, 3-1 gewonnen. Denke auch verdient gewonnen, 3-1. Ansonsten, ja, wir haben ein Spiel gesehen, was erste Halbzeit recht unterhaltsam war, recht okay war. Zweite Halbzeit, ja, zumindest von unserer Seite her nicht mehr so gut war. Ja, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, die gleichen Spieler, die die letzten Wochen schlecht sind, waren in diesem Spiel auch schlecht. Meiner Meinung nach, ja, man darf das alles nicht so hochhängen, weil wir 3-1 gewonnen haben, ja. Hätten wir jetzt nur unentschieden gespielt oder hätten verloren, kann ich euch garantieren, wäre ich richtig abgegangen. Weil das, was ich im Spiel gesehen habe, war teilweise ja ungenügend, wirklich ungenügend. Also das war nicht Bundesliga-tauglich, was ich da von manchen Spielern gesehen habe. Aber gut, wie gesagt, man muss das halt einfach, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, man muss gewisse Abstriche machen, aber ja, irgendwann ist auch ein Maß erreicht, und wenn man halt so einen Süle irgendwie mal 2 Wochen rausnimmt, wegen angeblichen Trainingsrückstand, wie auch immer, ja, dann kannst du Spieler wie ein Pavard, wie ein Alaba genauso rausnehmen, und mindestens die beiden. Naja, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir gucken erstmal in die Statistiken rein. Ich habe sie mir selber noch nicht wirklich angeguckt, sind nur schon mal aufgerufen gerade. Ballbesitz 57% nur, ja, ist relativ wenig für unsere Verhältnisse. Fouls 11-13, sagt auch wieder einiges aus, war schon umkämpft. 2 Kämpfe, 51-7 zu 48-3. Schüsse 15-13, Schüsse aufs Tor 4-6, Ecken 4-3. Wie man sieht, sehr ausgeglichen die ganze Geschichte. Ja, wir haben 18 Flanken, davon waren vielleicht 2 okay. Also, da 18 Flanken stehen, noch wie letztens im Spiel, da irgendwas 32 Flanken, wo dann 4 okay waren. Also, genauso wie die Ecken. Alter, es ist nicht eine Ecke mal überhaupt ansatzweise vors Tor gekommen. Also lächerlich, Leute. Wirklich lächerlich. Gewonnene Zweikämpfe, Gnabry 7. Alter, das haut mich gerade vom Hocker hier. Den habe ich auch unterirdisch gesehen. Wirklich unterirdisch, Leute. Coman 5 ist okay. Müller 4. Ja. Sagt aber schon einiges aus, dass hier kein Innenverteidiger steht, kein Außenverteidiger und kein defensiver Mittelfeldspieler. Das sagt schon sehr viel über dieses ganze Spiel aus, Leute. Der Müller war heute mehr Sechser wie ein Goretzka oder wie ein Tolisso. Also lächerlich. Ballkontakte Alaba 94, Pavard 79, Goretzka 69. Ja, auch das ist ein Trauerspiel. Gefordert worden, ja, Torschussvorlagen, Coman 4, Müller 3, Sané 1. Coman hat mir auch super gefallen, muss ich sagen. Erste Halbzeit war noch ein bisschen träge so am Anfang. Beziehungsweise da kam ja alles ein bisschen schleppend so ins Spiel rein. Aber zweite Halbzeit, auch Ende erster Halbzeit fand ich ihn mega stark. Sieht man auch Schüsse insgesamt, Coman 3, Pavard 3, ja. Ja gut, der eine Schuss war nicht so schlecht, aber ansonsten... Naja. Was soll ich sagen? Ich muss mich, wie gesagt, ein bisschen bremsen, weil wir Nummer 3-1 gewonnen haben. Ja, das ist ja hier alles immer bei mir meckern auf hohem Niveau. Ja. Können wir mal kurz die Spiele reingehen. Wenn wir uns halt einfach mal die Spiele angucken. Ja, Leute. Jetzt mal ernsthaft, was ist hier... Ich muss mich da gerade so ein bisschen erden, versteht ihr? Ich könnte nämlich gerade richtig abgehen auf den einen oder anderen Spieler. Wenn ihr euch die Ergebnisse anguckt, mal abgesehen vom 4-1 gegen Hoffenheim, wo wir wirklich maßlos unterlegen waren. Ja, klar. Hier, ab da hat es angefangen. Enge Kiste, enge Kiste, enge Kiste. Gut, das 1-1 gegen Bremen. Aber dann 3-1, jetzt wieder 1-3. Also, ja, was soll man da... Im Endeffekt darf ich nicht meckern, ja. Im Endeffekt darf ich nicht meckern. Schon gar nicht, wenn wir dann noch auf den Spieltag gucken und gucken, dass Dortmund 1:2 verloren hat.
Ich habe noch gar nicht auf Tabelle geguckt. Sollte Leipzig wieder Zweiter sein oder was? Da sieht man dann halt... Ich habe jetzt nichts gesehen vom Spiel Dortmund, aber Dortmund wurde da jetzt wieder so die letzten 2 Wochen. Boah, Dortmund ist ja die Übermannschaft. Und ja, bam, 1:2 gegen Köln zu Hause. Und wir gewinnen halt 3:1 in Stuttgart, ja, was mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel war. Und von daher muss ich mich so ein bisschen bremsen mit meinem Gemecker. Aber nichtsdestotrotz werde ich versuchen, das ein bisschen harmloser zu verpacken. Ja, wie ich schon sagte, zum Spiel gibt es nicht allzu viel zu sagen. Die erste Halbzeit war interessant, fand ich, war engagiert, war okay. Wir haben nicht viele Fehlpässe drin gehabt, Stuttgart aber auch nicht wirklich. Es war wirklich ein gutes Spiel, fand ich, konnte man gut angucken. Erste Halbzeit war der Gnabry unterirdisch, Leute. Unterirdisch, ja, er hat mit nach hinten geackert, das kann man diesem nicht mal vorwerfen. Obwohl er auch wieder 2-3 Mal abgeschenkt hat. Aber gut, das ist halt ein offensiver Außenstürmer, alles gut. Ja, aber nach vorne. Also ich habe ihn extrem schlecht gesehen. Das eine Ding hätte er definitiv querlegen müssen auf den Levi, Alter. Das wäre ein safes Tor gewesen. Kann ich da nicht immer ganz nachvollziehen. Klar, irgendwo kann ich es nachvollziehen. Ich habe selber Fußball gespielt. Wenn man offensiver ist, ist man auch mal egoistisch. Logisch, aber der Winkel war auch nicht so gut, dass man da so egoistisch sein muss. Ansonsten hat er mir offensiv nicht gefallen. Aber offensiv hat mir sowieso nicht viel gefallen. Gerade erste Halbzeit. Man hat gemerkt, erste Halbzeit zumindest, wir haben lieber quer und hinten rumgespielt, wie versuchen, den Ball nach vorne zu spielen. Ich glaube, so ein bisschen war die erste Halbzeit so die Devise, die Ansage vom Hansi, könnte ich mir vorstellen, so, macht erstmal ruhig, erstmal Ball halten, bloß nicht irgendwie überhastet nach vorne spielen und dann die Konter kriegen, die wir auch so trotzdem gekriegt haben, ja. Ich denke, das war so ein bisschen taktisch gesehen, weil ich habe 200 Mal über den Platz gehört, ruhig, ruhig, hast Zeit, mach ruhig, mach ruhig. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich meine, wir reden über Stuttgart, ja. Klar. Ich meine, die sind Tabellenzehnter. Waren ungeschlagen die letzten 5, 6 Spiele oder sowas. Alles gut. Aber wir sind der FC Bayern und ich meine, am Ende gibt der Erfolg ihm recht, ja. Aber das hat mich doch ein bisschen verwundert und ja, nichtsdestotrotz sind wir dann mit der Zeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Wir haben die Stuttgarter noch immer weiter in die eigene Hälfte gedrängt. Stuttgart hat dann nicht mehr vorne so gepresst, nur noch selten. Oder versucht anzulaufen. Ja, und dann war es wie gegen Bremen, ja. Wir haben wieder keine Idee gehabt. Ohne Raum haben wir keine Ideen gehabt. Müller war offensiv wirkungslos. Wirkungslos heute. Also offensiv war der Müller heute eine 6. Ja. Dafür war er als Achter eine 2. Ja. Ohne den Müller... Ich meine, wo Tolisso dann verletzt raus ist, ja, war der Goretzka ein bisschen präsenter. Aber ansonsten unsere beiden Sechser oder Achter, wie ihr es sehen wollt, waren heute beide nicht präsent genug, fand ich. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es gewollt war. Erste Halbzeit, wie oft hat sich der Tolisso oder Goretzka fallen lassen zwischen die Innenverteidiger und wir haben quasi eine Art Dreierkette gespielt und die beiden Außenverteidiger standen vorne. Habe ich nicht verstanden, diesen Schachzug. Bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Hat auch absolut nicht geklappt, wenn es so gewollt war. Generell heute der Alaba war überall, nur nicht auf der Innenverteidigerposition. Ja, das wird richtig knallen gegen Atletico. Sollte der Alaba wieder als Innenverteidiger spielen, garantiere ich euch. Mit dem Leistungsniveau, was er aktuell hat, werden wir richtig kassieren. Weil das ist unterirdisch, Leute. Das ist, was der heute gespielt hat in der ersten Halbzeit, war ungenügend. Ich kann es nicht anders sagen. Nichts deswegen, weil er Vertrag nicht verlängert hat oder sonst was. Ich mag einen Alaba sehr. Aber auf dieser Position, was er heute gespielt hat, ja, geht nicht, Alter. Ist ein Innenverteidiger nicht würdig. Ganz ehrlich nicht. Ich habe alles 10 gerade noch im Kopf. Wir haben 10 Minuten nach dem Spiel. Allein erste Halbzeit. Also,
Ich weiß auch nicht, was er dann als Innenverteidiger den links außen macht und bis zur Grundlinie rennt. Und die Stuttgarter, naja, was passiert denn wohl? Klar verlieren wir den Ball am 16er. Die spielen 2 Pässe, Alter, und hinten steht nur Jerome. Steht nur Jerome. Sonst nichts. Weil die beiden Außenverteidiger waren ja eh vorne. Und der Alaba muss dann auch noch mit nach vorne rennen. Und das war nur eine Szene. Also er war erste Halbzeit gefühlt 80% nicht auf der Position eines Innenverteidigers. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden mit diesem Fallen lassen Scheiß. Ja, kannst du machen, klar. Aber Leute, ein Hernandez und ein Pavard sind keine Außenverteidiger, die dir in der Offensive jetzt den mega Vorteil bringen. Ja? Da musst du mit anderen Leuten da spielen auf der Position. Ganz ehrlich, also. Hernandez war heute auch nicht gut, muss man auch sagen, fairerweise. Aber er war noch nach dem Boateng der stabilste da hinten. Ne? Ja, da musst du halt mit dem Alaba außen spielen. Oder mit, was weiß ich. Dann spiel gleich mit einer Dreierkette, dann brauchst du gar keine Außenverteidiger aufstellen. Ja? Hab ich nicht wirklich verstanden, hat auch nicht geklappt, das Prinzip. Ja? Es war trotzdem keinerlei Bewegung, dann standen die Außenverteidiger außen. Coman und Gnabry waren dann so halb links, halb rechts, wo sie ihre Schnelligkeit gar nicht ausspielen konnten. Außen standen dann Hernandez und Pavard, die nicht diese Schnelligkeit haben und eher defensiv denken wie offensiv. Habe ich nicht verstanden, diesen Taktikkniff. Wenn es dann einer war, keine Ahnung. Habe ich, wie gesagt, einfach nicht verstanden. Ansonsten, klar, kann man mal mit einer Dreierkette spielen, aber dann spiel auch safe mit einer Dreierkette. Oder bring halt dann außen Leute, die halt auch offensiv irgendwelche Akzente setzen können. Ansonsten lass halt 4 Mann hinten oder lass die Außenverteidiger hinten und lass die als Dreierkette mit dem Boateng da stehen und schicken Alaba meinetwegen mittig ins Mittelfeld oder sowas. Keine Ahnung. Das hätte ja dann noch Sinn gemacht, aber so wie das heute da war, hat es keinen Sinn gemacht. Zumindest meine Meinung, ja. Ansonsten, wie ich schon sagte, Alaba war für mich heute eine 6. Ja, die letzten 10 Minuten, ja, da hat er mal 2 wichtige Zweikämpfe nochmal gewonnen, beziehungsweise Ballgewinne gehabt. Aber davor, zwischen der 65. und 80. Minute, Alter, das war Schülermannschaft. Das war Schülermannschaft, was da über seine Seite lief. Und er stand nicht einmal richtig, hat nicht einen Zweikampf defensiv gewonnen. Boah, Leute, ich bin fast durchgedreht, in der ersten Halbzeit schon. Wie kann man denn so eine Leute auf den Platz lassen, wenn sie keine Leistung bringen, Alter? Ich verstehe das nicht. Und er bringt seit Wochen keine Leistung. Seit Wochen. Also ganz ehrlich, langsam reicht es einfach, weißt du? Ja, klar, wir haben eine super Serie, bla, Sylt, ja, aber wir kriegen zu viele Gegentore. Ja, woran liegt das denn, dass da ein verfickter Alaba spielt, Alter, der einfach keine Leistung bringt, der auch kein gelernter Innenverteidiger ist? Was soll denn diese Scheiße? Alter, das kann doch nicht nur ich als normaler Hirni sehen. Wollen die mir sagen, das sieht keiner bei uns im Verein oder was? Was ist los mit den Leuten? Muss man den so tief in den Arsch kriechen, damit er seinen scheiß Vertrag noch verlängert oder was? Junge, scheiß auf ihn, setz ihn auf die Tribüne, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert und gut ist. Wo ist das Problem? Also mit der Leistung ist ja kein Verlust, wenn er nicht spielt. Wenn er Leistung bringen würde, yo, hätte ich da volles Verständnis für. Was tut er nicht? Seitdem diese Sache da geplatzt ist, bringt er keine Leistung mehr. Fertig. Die beste Leistung, die ich von ihm gesehen habe, war eine 3-. Und das war schon wohlwollend, damit es nicht so gehässig rüberkommt, Alter. Junge, das war heute eine 6. Und der Pavard genauso, Leute. Ja, wir haben da keine Alternativen. Alter, dann stell da einen Richards hin. Oder hol einen anderen aus der 3. Liga da und stell den als Rechtsverteidiger, der da spielt, hin. Junge. Ey, der hat nicht einen defensiven Zweikampf. Der steht nicht einmal richtig. Du spielst den Ball nach links außen und du weißt, der Spieler kommt bis zur Grundlinie durch. Das war heute 4, 5, 6 Mal der Fall. Gegen Stuttgart, Leute. Gegen Stuttgart. Ich verstehe es nicht, dass da hinten keine Grundordnung drin ist. Wir spielen mit einer Viererkette und er steht nie außen. Nie. Der steht immer halb innen, drin, mittig. Steht ein Boateng auf dem Fuß, Alter, und muss dann erstmal nach außen laufen. Boah. Das geht nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, was bei dem los ist. Ich weiß es nicht. Er hat jetzt letzte Saison super stark gespielt, die Position. Diese Saison seit der Verletzung einfach schlecht. Wirklich schlecht.
Und das kann nicht nur mit dem Fitnesszustand zu tun haben, weil Rennen kann er ja. Er rennt ja nach vorne, nach hinten. Aber mittlerweile bleibt er ja auch schon stehen und schenkt ab. Ist ja auch schon so, macht schon so den Knabri-mäßig. Ja, weiß ich nicht. Heute können wir froh sein, dass es nur Stuttgart war und dass sie so eine junge Mannschaft haben und die einfach auch ihre Chancen nicht zu Ende gespielt haben und dann die Hütten auch nicht gemacht haben und wir halt heute mal diese Effektivität. Ja, und man muss auch sagen, halt einfach die individuelle Klasse hatten heute. Ja, wie gesagt, Coman war heute stark, hat ja das Tor auch gemacht. Levi, ja, war auch eine Einzelaktion, hat er auch gut gemacht, ja, und Costa, ja, ich meine, das kann er auch, ja. Und hat er auch gut gemacht. Ansonsten, das Spiel hätte sehr gut 2-2 ausgehen können, wir hätten es auch gut verlieren können. Aber ihr merkt schon, ich habe mich schon zu viel aufgeregt. Beim 3-1-Sieg sollte man sich eigentlich nicht so aufregen über Spieler, aber ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich meine, gerade auf der Innenverteidigerposition haben wir genug Alternativen. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr, ja, aber vor dem Spiel hatten wir diese. Und Alaba war schon gegen Salzburg schlecht und heute war er wirklich schlecht. Richtig schlecht, also. Verstehe ich nicht. Die einzige, der heute wieder gut in der Abwehr war, war Jerome. War in meinen Augen heute fehlerfrei. Neuer war auch ein bisschen unsicher heute, hat man gesehen, hat aber dafür auch nochmal 2 Dinger ganz, ganz stark gehalten. Aber damit ein bisschen am Arm berühren und auf den Boden schmeißen, das verstehe ich sowieso nicht, Alter. Wie man immer dieses Risiko eingehen kann, auch als Innenverteidiger. Ja? Man beim Pavard auch ganz oft gesehen. Oh, Hernandez macht das auch ziemlich gerne. Ja, du hast ihn mal gleich touchiert. Oh, ich schmeiß ihn mal auf den Boden. Ach, scheiße, der Schiri pfeift das gar nicht, yo. Und riesen Torchance für den Gegner oder sogar ein Tor. Also, diese Einstellung muss man nicht verstehen, Alter. Drischt schon Ball einfach nach vorne. Klar, er durfte ihn nicht in der Hand nehmen. Ja, haben wir alle verstanden. Schieß ihn einfach nach vorne. Muss er nicht so einen Affen machen. Was wäre denn gewesen, wenn der Videoschiri da jetzt gesagt hätte, nee, das haben wir nicht so gesehen. Wie es ein Spiel vorher mit dem Elber war. Ja. Also, verstehe ich auch nicht so eine Einstellung. Aber gut. Wie gesagt, wir haben 3-1 gewonnen. Ich würde sagen, bevor ich mich hier weiter in Rage rede, gebe ich Noten und dann ist gut. Machen wir eben die Aufstellung hier an. Ja, zweite Halbzeit ist es dann echt irgendwo dahin geplätschert, ne? Ich meine, das war Stuttgarts Plan, hat man gemerkt, um das vielleicht nochmal rund zu machen. Die haben sich halt gedacht, ja, wir gucken mal, wir halten das 1-2 so bis zur 75. und dann probieren wir nochmal alles und gucken, ob wir ein 2-2 machen. Was man natürlich auch noch sagen kann, was meine These bestätigt, dass wir offensiv einfach 0 Ideen haben. Alle 3 Tore waren mehr oder weniger Konter. Ja? Wenn der Gegner ein bisschen hinten drin steht, ich weiß nicht, haben wir sonst immer relativ gut gehandhabt. Kamen wir ganz gut, wir haben Ideen gehabt, wir haben schnell gespielt. Vielleicht ist das jetzt der Anzahl der Spiele geschuldet, ja, dass so die Fitness nicht da ist im Kopf und vielleicht physisch. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir 0 Ideen. Wir stehen dann mehr, wie wir uns bewegen und da können wir froh sein, dass Stuttgart nicht so gespielt hat wie Bremen, dann hätten wir das Spiel heute auch nicht gewonnen, da bin ich mir sicher. Ja, aber wir haben es, von daher viel heiße Luft um nichts hier, viel Wirbel um nichts von meiner Seite. Aber ich muss halt loswerden, also es brennt halt einfach in mir. Ich glaube gar nicht, wie ich mich im Spiel aufgeregt habe. Ohne Scheiß, da denke ich mir immer so, als ein David Alaba oder auch als ein Serge Gnabry, ja. Da muss ich doch allerspätestens in der Halbzeit Pause zum Trainer gehen und sagen, Trainer, ich bin heute richtig schlecht, oder? Ich fühle mich auch schlecht. Bitte wechsel mich aus. Ohne Witz. So sehe ich das. So, Noten. Manuel Neuer, eine 3. Hat 2 Schnitzer gehabt, hat dafür 2 gut gehalten. Ja, war befriedigend. Pavard, 6. War ungenügend, Alter. Fertig, da brauche ich gar nicht weiter rumdiskutieren. Hernandez war für mich eine 3-. Bis zu einer 4. Defensiv war er gut, war er stabil, ja. Zweikampf war so 50-50 bei ihm gefühlt. Nicht so stark wie sonst. Ich denke mal, er war noch ein bisschen gehemmt und ja, jetzt eventuell wieder verletzt. Sau stark. Jerome Boateng 2, Alter. War der einzige Defensive, der
der gute Form hat. Ja, und auch Sprintduelle gegen den Koulibaly. Ja, wenn man immer sagt, ja, Boateng ist aber so alt, ist nicht mehr der Schnellste. Also auf den ersten 10 Metern ist er immer noch relativ flott, will ich behaupten. David Alaba ungenügend, Leute, 6. Ohne Scheiß, da gibt es gar nicht zu diskutieren. Goretzka, Tolisso, beide 4, war beide auch nichts. Ich habe so das Gefühl gehabt, ja, keiner von beiden hat sich wirklich getraut, so den offensiven Part zu spielen. Ich meine, vielleicht war es eine taktische Anweisung, ja, vielleicht spielen wir einfach mit 7 Mann hinten gegen Stuttgart, weil Stuttgart ja so bärenstarker Aufsteiger ist. Ich weiß es nicht. Aber da war keiner offensiv. Keiner. Tolisso hast du nicht einmal offensiv gesehen. Goretzka hast du wenigstens mal so 1, 2 Mal mal so ein bisschen zaghaft. Da musste Ina Müller erst anschreien. Geh! Dann hat er seinen Arsch mal 20 Meter bewegt und ist mal aufs Tor gelaufen, Alter. Sonst stand der nur hinten. Junge. Gegen Stuttgart. Jetzt mal ernsthaft. Lass doch mal die Kirche im Dorf. Meine Fresse, ey. Ja, Müller habe ich schon gesagt, nach vorne war es eine 4, als Sechser war es eine 2, als Sechser war es eigentlich eine 1. Ja? Also was der Müller heute offensiv nicht zustande gekriegt hat, was er geackert hat nach hinten hin, was er ausgebügelt hat, gerade für einen Goretzka und einen Tolisso, gerade zweite Halbzeit, ja, ziehe ich gut vor. Klar, dadurch ist uns eine offensive Position vorne weggebrochen, so ein bisschen. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Goretzka und Tolisso nicht wirklich offensiv waren. Wie gesagt, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es eine taktische Anweisung, wenn man weiß, der Goretzka hat eigentlich immer Zug zum Tor, aber heute irgendwie durfte er nicht. Gnabry. Weil auf dieser komischen Statistikseite da gerade 7 gewonnene Zweikämpfe standen, ja, gebe ich ihnen eine 4, also sonst wäre es bei mir auch mindestens eine 5 gewesen. Also für den offensiven Außen habe ich nichts gesehen. Wirklich gar nichts. Levi war heute auch nicht gut. Ja, klar, der Kopfball, aber den kann man auch mal reinmachen in der 3. Minute. Er war aber ein bisschen besser wie gegen Salzburg. Ich würde ihm eine 3 geben, das war okay. Auch wenn er ein Tor gemacht hat, müsste man ja eigentlich eine Note besser geben. Nee, war okay. Für Levi-Verhältnisse war es eine 3. Niklas Süle, ja, hat man jetzt nicht so viel gesehen, ja. Will ich eine 3 sagen, war Durchschnitt, war jetzt nicht irgendwie mega negativ, hat keinen großen Bock gehabt. Also keinen großen Bock als Fehler im Spiel gehabt, aber auch jetzt nicht irgendwie super elegant aufgefallen oder was. Sané, ja. War wieder ein bisschen belebender, finde ich. Auf jeden Fall nach vorne hin um Längen besser wie der Gnabry. Ich hätte den Wechsel schon viel eher. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Sané einfach mal anfängt. Und dann kann man immer noch sagen, wenn er nicht nach hinten arbeitet, nimm ihn halt raus zur Halbzeit. Fertig, ja. Vielleicht mal so rumprobieren. Weil der Gnabry, ja, keine Ahnung. Ich und der Gnabry wären auch keine Freunde mehr, Alter. Entweder ist er nach vorne hin stark, dann bleibt er stehen. Wenn er nach hinten was macht, hat er nach vorne keine Kraft mehr. Also der ist, weiß ich nicht, was ist auch so einer, der... Ja, Costa hat das Ding gemacht. Ja, wenn wir ihn bewerten müssen für die 20 Minuten mit seinem Tor, sonst war er auch engagiert, wie ich fand. Hat auch einen Vollsprint nach hinten an außen angesetzt und so, würde ich ihm schon eine 2 minus geben. 2 minus so. Tanguy Nisasu, ja. Hat den einen Stoppfehler drin gehabt, ansonsten ist er mal zweimal ein bisschen random, ein bisschen verirrt über den Platz gelaufen. Aber 18 Jahre, Leute, da kannst du jetzt auch nicht irgendwie groß benoten. Ich würde dann eine 3 sagen. Und wir gucken mal, wie sich so der Weg entwickelt. Xavi können wir nicht beurteilen für 7 Minuten. Ist aber schön, dass Tolisso sah auch wieder eine ernstere Verletzung aus. Xavi sah auch extrem schlecht aus. Das sieht auch aus, als wenn das irgendwie eine langwierige Geschichte wird. Wenn dann Hernandez auch noch out of order ist, dann wird es langsam eng, wa? Heute haben wir gefühlt irgendwie 3 oder 4 Verletzte gehabt. Ja, deswegen, ja. Nehmt meine Kritik nicht so ernst, die muss halt einfach raus bei mir, aber
Ja, ich verstehe das dann halt einfach immer nicht. Ich meine, die beiden, jetzt Alaba und Pavard, sind seit Wochen halt einfach schlecht. Ja, wirklich schlecht. Also der Pavard noch schlimmer wie der Alaba. Der Pavard hat seit Wochen nicht mal ein Spiel gemacht, wo du sagen kannst, jo, das war eine gute Leistung. Also habe ich nicht gesehen. Ganz ehrlich nicht. Ja, ich habe es am Anfang der Saison nicht ganz verstanden, warum der Flick unbedingt darauf gedrängt hat, dass er noch einen rechten Verteidiger kriegt. Mittlerweile kann ich es verstehen. Ne? Ja, und der Alaba hat ja dann wenigstens so zwischendurch mal so ein halb gutes Spiel mit drin oder mal eine gute Halbzeit oder sowas. Das hat der Pavard halt gar nicht. Aber ansonsten ist der Alaba auch unterirdisch die letzten Wochen. Für das, was er leisten kann, ja. Verstehe ich nicht. Da kannst du ja besser halt den Süle neben Boateng stellen oder Martinez neben Boateng. Oder stellen Boateng, zur Not kann er den Außenverteidiger auch spielen, hat er auch schon gemacht. Weiß ich nicht, vielleicht brauchen die einfach mal eine Pause, dann nehmen sie mal 2 Wochen raus. Ja, ich meine, wenn wir gerade so Spiele haben wie gegen Stuttgart, wenn nicht da, wo dann? Ja? Habe ich dann nicht ganz verstanden, aber muss ich auch nicht. Der Erfolg gibt dem Hansi recht. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, 3-1 gewonnen, alles tutti. Wir sind überall auf Kurs. Ist alles hier meckern und Kritik auf hohem Niveau. Ja, aber ich hätte mir heute zum Beispiel auch gewünscht, dass hätte er doch mal den Rocker nochmal eine Halbzeit gegeben. Ja? Er hat es so gut gemacht in der Champions League, wie ich fand. Klar, diese gelb-rote Karte, ja, das war halt einfach, er war übermotiviert bei der einen. Sie kam halt einfach zu spät, hat da nicht mehr zurückgezogen. Aber das, was heute Goretzka und Tolisso gespielt haben, hätte du auch mal sagen können, komm hier. Ja? Da hätte es auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ballsicherheit gehabt. Und der Müller hätte da nicht unbedingt den defensiven Part übernehmen müssen. Fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, wie ich schon sagte, die Wechsel von Sané und Douglas Costa. Von Costa fand ich okay, Coman fand ich stark, fand ich gut, dann nach 70 Minuten raus, war okay. Dass er nicht verheizt wird, weil er hat wirklich gute Form die letzten Tage. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, man hat Sané auch heute schon ein bisschen angesehen, ja, auf der Bank. Und ich finde, er war auch ein bisschen gehemmter heute. Ich glaube, er hatte sonst immer noch so den Eindruck, yo, ich zeige, was ich kann, aber ich werde dann jetzt bald von Anfang an spielen. Und jetzt kommt er so langsam in die Phase, wo er sich so denkt, so, weißt du was, wenn ich immer nur für eine halbe Stunde reinbringst, dann fick dich an. Weißt du? Also, ist dann irgendwie, wird jetzt nicht so extrem denken, aber ist irgendwo menschlich, ja. Weil er ist ja jetzt nicht, dass er irgendwie klar schlechter ist wie ein Gnabry oder ein Coman. Also von daher wird Zeit, dass er ihn von Anfang an bringt. Und das auch mal über 2, 3 Spiele. Und ich denke, dann können wir das mal ein bisschen beurteilen, wer da besser ist oder nicht. Aber auch nur meine Meinung. Süle, ja, Süle müssen wir halt abwarten. Ich denke mal, der wird jetzt eh wieder spielen, wenn er Hernandez ausfällt. Und ich denke, er wird ausfallen. Das sah nicht so gut aus. Ja, und ansonsten schauen wir mal, wer wieder fit wird für Atletico und wie ernst wir das Spiel nehmen. Das habe ich ja eh schon mal gesagt. Vielleicht schenken wir es her, ich weiß es nicht. Ist nicht unsere Art und Weise, von daher denke ich das nicht, aber ob wir da so an die Schmerzgrenze gehen, wenn Atletico da irgendwie sehr hart spielt, was sie ja schon können, glaube ich dann wiederum auch nicht, weil wir schon genug angeschlagene Spieler haben. Aber wir werden es sehen, lassen wir uns überraschen. Ja, ich bin gespannt drauf, ich sehe es aber auch relaxed, für uns geht es um nichts mehr und jetzt mal ganz ehrlich, ob wir da irgendwie 15 Spiele, glaube ich, haben wir jetzt in Folge gewonnen in der Champions League, ob wir da jetzt 16 haben oder danach dann 17 gegen Moskau und dann vielleicht noch ein Hinspiel im Achtelfinale, wären es 18. Wenn es so kommen sollte. Oder ob wir jetzt einfach bei 15 sind und sagen, wir schicken eine B11 bei Atletico aufs Feld und schon mal unsere Jungs, weil wir danach gegen Leipzig spielen. Ich könnte es verstehen. Gerade in der jetzt Situation, wenn man heute gesehen hat, dass heute wieder 3, 4 Mann angeschlagen raus sind, wird man halt mal abwarten müssen, wie da so die Diagnosen sind. Ansonsten würde ich mich aber einfach auch mal freuen, wenn wir mal den Costa von Anfang an sehen. Ja, ansonsten, ja,
ja, im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein mit dem Spiel heute. Ja, wir haben gut dagegen gehalten, das muss man schon sagen. Gerade auch in den Zweikämpfen, ich habe gesehen, das war so 50-50. Stuttgart war ausgeruht, war heiß. Das hat man gesehen. Zweite Halbzeit waren sie dann nicht mehr so engagiert irgendwo. Weiß nicht, ob die Kraft vielleicht ein bisschen gefehlt hat, ich weiß es nicht. Von daher kann man diese Leistung, die wir Woche für Woche aktuell bringen oder alle 3 Tage aktuell bringen, gar nicht hoch genug ansehen, ja? Dass wir die Spiele halt trotzdem gewinnen. Ob jetzt gut oder schlecht ist am Ende des Tages oder am Ende der Saison einfach scheißegal. Da interessiert keine Sau mehr, ob du irgendwie unterirdisch gespielt hast und hast gewonnen oder du hast den attraktivsten Fußball der Welt gespielt und hast gewonnen. Interessiert am Ende des Tages keine Sau mehr. Nichtsdestotrotz muss ich dann halt einfach, wenn ich da ja, teils so Leistungen über Wochen sehe, wie es beim Alaba und Pavard war, und heute hat es dann echt gegipfelt. Ich meine, ihr habt ja in den Statistiken gesehen, Alter. Gewonnene Zweikämpfe waren 3 offensive Spieler. Ja, da war nicht ein Defensiver oder ein Mittelfeldspieler in dieser Liste. Das sagt schon viel aus. Und es ist ja nicht so, dass Stuttgart nicht offensiv gespielt hat. Also die waren ja oft genug bei uns in der Hälfte oder sind durchs defensive Mittelfeld marschiert. Und das, ja, wie gesagt, das gibt dann zu denken. Das muss man dann auch klar ansprechen dürfen. Auch wenn man das dann in Relation sehen muss, halt einfach mit der Situation, dass wir alle 3 Tage spielen. Und die Spieler vielleicht einfach vom Kopf her nicht frisch sind und physisch wahrscheinlich sowieso nicht. Aber das brennt dann neben mir, ich muss das dann einfach rauslassen. Ne? Das geht nicht anders, sonst platze ich. So, Ende vom Lied, ich bin zufrieden, wir haben 3-1 gewonnen. Kompliment an die Mannschaft, dass sie diese Spiele gewinnt aktuell. Wie man sieht, gelingt das anderen nicht so. Nichtsdestotrotz, wenn Spieler über Wochen schlecht sind, muss ich das dann einfach auch mal loswerden. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, guten Start in die Woche. Schönen ersten Advent ist, glaube ich, schon Sonntag, ne? Ja. Ja, und bleibt gesund. Bis, ich weiß gar nicht, wann wir spielen, Dienstag oder Mittwoch. Dienstag. Also, ja, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Dann Mittwoch. Ansonsten Mittwochabend. Mittwochmorgen oder Mittwochabend seht ihr meine Meinung zum Atletico-Spiel. Ich denke, meine Prognose ist, dass wir da nicht gewinnen werden. Ob es den Unentschieden reichen wird, bin ich mir auch unsicher. Aber warten wir es mal ab. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare euren Tipp schreiben für das Spiel bei Atletico. Wenn ich tippen müsste, ich weiß halt noch nicht, wie die Ausfälle sind. Wenn echt die Spieler heute ausfallen, die raus sind, denke ich, könnte es sein, dass wir verlieren. 2-1, 3-1. Ja. Wie gesagt, haut mal eure Tipps raus. Jetzt aber, bleibt gesund. Tschüssi.